Ich hätte noch viel blöder da, hätte ich an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer komme. Nein, wir haben mal so ein spezielles Ding mit den Bellamy Brothers. Die haben mal beim ersten, beim zweiten Song auf ihrem Album mit Gölle. Und im letzten war das? Ja. Okay. Haben sie ein bisschen vom Kuckuck-Jodel genommen, eigentlich so. So sind wir das Ganze, ja. Also wir sind auch eingeladen. Sind wir eingeladen ans Konzert? Genau, Kursaal als Band, das letzte mit den Bellamys und mit Göhle. Und dann waren wir der Katakomben vom Kursaal unten. Und so sind wir eigentlich näher eins mit ja, wir haben an verschiedenen Anlässen immer wieder getroffen. Und schlussendlich dann noch ja, durch Zeppel, die wir auch gut kennen. Und ja, es ist jetzt irgendwie so. Genau. Und ihr zwei dabei seid. Und umso mehr hat man aber auch gespürt, dass ja die Wellenlänge im zwischenmenschlichen Bereich oftmals die gleiche ist. Und darum hat man es auch irgendwie gut gehabt, von Anfang an hier. Und umso mehr hat man sich gefreut auf das. Ja, es hat sicher geholfen, dass man eben schon hat. Man hat sich schon gekannt und man hat auch gewusst, ja, es sind gute Leute. Und auch mit irgendjemandem hätten wir das wahrscheinlich nicht einfach so gemacht. Aber wir haben gewusst, was für Leute da dahinter stecken und die Ideen. Und wir haben auch gewusst, dass ist, wenn sie etwas machen, machen sie es richtig. Und das entspricht auch unserer Philosophie. Ja, es ist so, rein von den Instrumenten her, oder vom Jodel ist halt so eine Ballade, oder so hat es ja vielleicht besser geeignet für Törgel oder so. Das war eine Herausforderung, diesen rockigen Rhythmus von «Ich hätte noch viel blöder da» mit unseren Instrumenten irgendwie so zu inszenieren und zu aufnehmen. Das ist so das, was du am Anfang hast gedacht hast, der Mörgeli, das hat doch einen anderen Song gegeben, der das wieder weggegangen. Das hat das herrlich gefallen, hätte ich auf die Mauer blöd da. Oder blöd? Das ist auf die Malstromgitarre genommen, statt das Mörgeli. Nein, alles im Grünen. Super. Aber es ist natürlich eine Ehre, dass wir so einen riesen Hit überhaupt machen dürfen. Ja, also. Es ist schon sehr wichtig für uns. Ja. Also wir sind offen, aber es muss irgendwo halt eben unser Stil und unsere Musik, wie sie lebt, muss auch darin vorkommen. Aber wir machen nicht einfach irgendein Duett oder so, wo wir etwas dazu tun, aber wir sind gar nicht richtig. Ja, wir haben schon gerne, wenn wir etwas dazu tun zur Musik und zur Entstehung des Titels. Ja, ich glaube, es gibt auch genug Bands und Künstler, die wir in den letzten Jahren getroffen haben, die immer wieder das uns als Kompliment haben gegeben haben, dass wir quasi einfach so tönen, wie wir halt tönen und dass man sofort einfach weiss, das ist jetzt erst und irgendwie ist das ja auch ein bisschen zum Markenzeichen geworden. Und dann glaube ich, ist das schon noch eine Herausforderung, dass man das bei so einem Projekt auch kann realisieren kann. Man hat sofort gewusst, woran man ist und wenn man etwas ändern muss, hat man es geändert und nicht eben so ein bisschen drum geredet und dann am Schluss, wenn dort die Version steht, dann sagen, ja, es ist doch nicht so. Und das ist, finde ich, immer gut, wenn das jemand macht. Und eben Gölle ist halt als Person eben ein Original und ja, es war spannend. Auch Sachen vorstellen, das ist ja bei uns auch so, du stellst dir von einem Song irgendetwas vor. Das ist, merkt bei Gölle, er weiss auch, was er sich vorstellt. Du hättest auch sagen, was er mit dem meint. Und das ist bei uns meistens ist das so, hast du eine Vorstellung, und an dem das probiert man umzusetzen, oder? Wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, wie er es zuerst gesehen hat, dann hat er gesagt, also dann probierst du noch das oder das. Und ja, also es ist, er hat nicht einfach gesagt, hey, wir müssen es anders machen und er hat mir da getüftelt, sondern er hat irgendwie schon so das alles schon klar gesehen, gehört. Also wir geben grundsätzlich schon gerne Gas. Aber wir haben ja auch immer wieder Balladen noch an unseren Konzerten. Also es kann immer Festzelt sein, spielen wir eine Ballade. Weil vor allem du immer sagst, ja, es braucht auch immer wieder etwas, was sie anholt, dann kannst du schon wieder Gas geben. Wenn jetzt nur eine Stunde lang einfach nur am Gas geben bist, ist irgendwann verliert es den Wert. Der Pfupf draussen. Genau, bei Einzelnen. Ja. Das kannst du definitiv, das ist Gölle, also ich meine, es spielt keine Rolle. Das ist Gölle, das ist... Ja, auch Volksmusik irgendwo. Ja. Ich meine,
Volksmusik in der Schweiz ist ja wahnsinnig breit. Also das gibt da verschiedenste Lager und Ecken. Da sind manchmal Leute aus anderen Szenen näher bei uns als Leute aus der eigenen Szene. Das stellen wir auch immer wieder fest. Und darum ist das gar nicht wirklich einordnungsbar. Oder? Also, Ja, das Wort gibt es gar nicht, genau. aber es ist so. Ja. Sicher, also die Zeit hat es immer gegeben, wo es eben während der Schulzeit oder so, wo du machst Volksmusik oder so. Aber für uns ist, wir sind mit dieser Musik aufgewachsen, das war für uns das Coolste und das Normalste, gewesen, die Musik zu machen. Und uns ist das auch nicht, ja, klar hat man manchmal gedacht, die finden es halt nicht cool oder so, aber eben, das ist, wir haben es einfach gemacht, wir haben es gerne gemacht und für uns war das Normalste gewesen. Also ich habe noch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Mir hat nie jemand direkt gesagt, ich finde es uncool, was du machst. Oder du mit deiner Volksmusik oder so, gar nie. Also, weil ich halt das für mich so entdeckt habe. Also, ich habe mich einfach auch verliebt in die Musik. Und es ist zu einer Sprache oder zu der Identität von mir als Person. Und das habe ich schon als Jugendliche gemerkt. Und wenn das Leute nicht gewusst haben, sie mich darauf angesprochen und gesagt, sing mal eins oder jodle mal eins. Und keine Schulreise und kein Lager und keine Studienreise ist vorbeigegangen, ohne dass wir nicht gejodelt oder gesungen haben. Und es ist immer so viel Gutes dabei rausgekommen. Und es hat einfach alles so positiv beeinflusst. Und durch das habe ich sehr viele andere Erfahrungen noch gemacht, wo ich einfach sagen musste, zum Glück jodle nicht. Weil ich habe einfach irgendetwas, ich kann es jederzeit zücken. Es braucht keinen Platz, es ist immer dabei. Du kannst an allen Orten auf der Welt, wo du bist, kannst es vornehmen. Das ist einfach mega genial. Es braucht keine Sprache. Es ist total universell. Und ich stelle das immer wieder fest, Auftritte von uns, wenn mal ein fremdsprachiges Publikum da ist oder Leute aus allen Herren Ländern, dann sind die nicht fasziniert in erster Linie von unseren Melodien und schon gar nicht von den Texten, die verstehen sie nicht, aber vom Jodeln. Und es ist etwas, was nicht alle haben und nicht alle können. Und es ist irgendwie einfach, es verbindet und es ist wunderschön. Also wie sie im Moment die Leute auf solche Sachen reagieren und offen sind für das, wie sie im Moment, sage jetzt halt wirklich Trend ist, denke ich, das passt 100%. Also das denke ich sicher. Das geht voll. Also ich glaube auch, es Ja, kommt sicher gut an. ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja, und durch das, dass so viele beteiligt sind und eben Leute von ganz unterschiedlichen Regionen, habe ich das Gefühl, dass es so sehr, sehr verschiedene Leute anspricht. Und dass es einfach auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen wird. Also es ist nicht der traditionelle Jodelgesang und es ist nicht Gölle, wie man ihn kennt, sondern es liegt irgendwo dazwischen. Das ist, glaube ich, spannend. Sehr spannend. Für mich ist es so, Ja. von wo Fans mehr aufspringen, von welcher Seite. Oder? Ja, sind es die Traditionellen, die auch das Album kaufen, die vielleicht Ja. sonst nicht Gölle hätten gekauft? Oder sind es die Gölle-Fans, die das Album auch werden kaufen? Das ist noch so spannend zu erfahren irgendwie. Das ist so. Also wenn es alle dann kaufen, oder beide dann ist es ja super.